marinierte Gemüsepfanne. Garantiert der Hammer wird gemacht von der Patricia. Also, grüezi miteinander. Gemüsepfanne braucht zu viel Gemüse. Was nimmst du heute, um das zu machen? Wir haben eben die Pilze noch bekommen, machen wir noch Pilze dazu. Heute Morgen im Wald extra pflücken. Nein, wir haben von der Nachbarin bekommen. Hör auf. Okay. Ich habe ein Restchen noch Cashew da gefunden, den machen wir auch noch dazu. Balsamico, Olivenöl, Kräuter und noch ein Pfuff dazu. Pfupf für Gemüsepfanne. Genau. Cool, Ja, freue mich. cool, gell? Schauen wir, was wird. Es wird Farbig sicher fein. auf jeden Fall, ja. Definitiv. Bis Gut, nachher. bis bald. Danke. Ciao. Tschüss. So, was bis jetzt passiert ist, ich habe alle Gemüse geschnitten. Ich arbeite heute mit Zucchini, mit Fenchel, mit Rüebli. Rezepte vor den Ferien. Man muss alles aufbrauchen, was im Kühlschrank ist, dann machen. Habe ich Pilze, Tomatli, alles so geschnitten. Jetzt können wir zu der Pfanne gehen. Zuerst Pfanne und Öl heiß machen. Und wir machen nach Kochzeit quasi. Oder Fenchel und Rüebli brauchen am längsten. Dann fange ich mit denen an. Ich lasse die da ein bisschen so andünsten. Ein bisschen am Boden quasi anfangen karamellisieren. Oder? Das gibt immer gute Aroma dazu. Jetzt kann ich ein bisschen runter mit der Flamme. Dann nehme ich da die Cognac-Marinade. Machen wir einmal. Machen wir zweimal. Schön hier in die Mitte. Und dann mache ich schon mal ein bisschen Aceto. Rühren wir das schön. Es kommt noch viel Gemüse dazu. Wir machen noch mal einen Pfuff. Zudeckel und ich warte ein bisschen, bis die anfangen zu kochen. So, Dali. Siehst du, was ich meine? Hier unten jetzt hat es mit der Marinade. Es karamellisiert schon ein bisschen da. Ich kann sogar ein bisschen weniger heiß machen. Und dann nehmen wir zuerst Pilz. Dann können Sie auch ein bisschen diesen Karamell-Effekt zum sich nehmen. Schön so, dass überall feine Gewürz hier reinkommt. Und mache Stickhuspfeffer drinnen. Einfach, weil ich es wirklich sehr gern habe. Dann mache ich nochmal den Deckel drauf. Warte, bis alles wieder zusammenzinkt. So, es riecht jetzt schon einfach fein. Dann mache ich jetzt meine optionelle Cashewnüsse, nur weil ich wirklich so ein Restchen habe. Aber es geht auch absolut ohne. Zucchini. Und ich lasse nicht zu lange kochen. Ich will nicht, dass alles einfach so ein Matsch ist. Das soll noch Biss haben. Solange wir Zähne haben, dann sollen wir auch noch kauen können. Als ich hier gewartet habe, habe ich noch die Kräuter geschnitten. Schnittlauch und Peterli. Kommen die schöne Konfetti-Tomate dazu. Ich muss sagen, es ist cool mit der Marinade. Alles schmeckt intensiver so nachher. So, die Kräuterli noch. Ich mache nochmal den Deckel drauf und warte ein bisschen. Nur bis Zucchini jetzt gar sind, und zwar nur so lange, bis bissfest noch sind. Schauen wir, wie das hier aussieht. Es dampft, es duftet, es ist farbig und es ist so, dass gar sind, aber nicht verkocht. Also auf ein Teller tun, da steht die Hörle und probieren. Schon parat! Ist gut. Juhu! Jetzt Ganz probieren spontan geübt. Wow, und es ist noch bissfest. Ich habe das mega gern. Aber fein, gell? Sehr. Und so schnell. Könnte ich mir Einfach. sogar vorstellen, jetzt so kleine Portionen zu machen, einen kleinen Apero zum Beispiel. Macht das daheim nach, probiert es aus. Also es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich mega. Bis nächstes Mal. Ciao Danke. zusammen. Danke. Tschüss. Ciao, Danke nochmal ciao. vielmals. Super gemacht, Patricia. Mega.